Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Christus war der göttliche Vertreter, durch den Gott das Universum und die Welt ins Dasein brachte. Aber als Gott der Vater Christus besondere Ehre zuteil werden ließ und ankündigte, dass sie gemeinsam diese Welt erschaffen würden, war Luzifer neidisch und eifersüchtig auf Jesus Christus und schmiedete einen Plan gegen ihn. Nachdem er aus dem Himmel vertrieben worden war, beschloss Satan, das Glück von Adam und Eva auf der Erde zu zerstören und dadurch Kummer im Himmel zu verursachen. Er stellte sich vor, dass, wenn er sie auf irgendeine Weise zum Ungehorsam verleiten könnte, Gott irgendeine Regelung treffen würde, durch die sie begnadigt werden könnten, und dann würde ihm und allen gefallenen Engeln fairerweise ebenso Gottes Barmherzigkeit zustehen. Gott, der Satans Strategie genau kannte, warnte Adam und Eva, sich nicht der Versuchung auszusetzen. Das bedeutet, dass es bereits zu einer Zeit, als die Welt noch vollkommen und fehlerlos war, für die Menschen eindeutige Beschränkungen gab, denen sie folgen sollten.